Hat sich eher so wie eine Mutprobe angefühlt? Ja, okay, Gott sagt, es ist gut, also dann muss ich ja wohl auf dem laufen, oder? Also es ist beides. Ich habe gemerkt, wenn Gott mir Gebote gibt, gibt es zwei Sachen. Ich kann so lange warten, bis ich sie im letzten Detail verstehe. Das wird interessanterweise nie passieren, weil die Gebote Gottes sind wunderschön und tief und die hören nie auf, sie zu erkunden. Es liegt einen Schlüssel darin, von der älteren Generation zu lernen und wie besser als einen Kaffee zu trinken mit einem deiner Vorbilder. Ich freue mich, hier zu sein mit dir, Tobi. Danke, dass du da bist. Sag Schön, ein paar Worte zu dir. Ja, ich darf seit über 20 Jahre Kirche leiten. Das hat angefangen im Wohnzimmer, jetzt ist es in größeren Gebäuden. Aber ich liebe nach wie vor einfach die Frage zu stellen, was hat Gott in meinem Leben vor, was hat Gott in der jetzigen Zeit vor, in den Generationen vor. Faszinierende Sache, muss ich sagen. Wunderbar. Nur schon, dass du seit 20 Jahren Kirche baust, ist unglaublich faszinierend für mich. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren angestellt, schon auch seit langer Zeit involviert, aber sonst Staff seit 5 Jahren und ich habe hier schon viele Dinge erlebt, die mich frustrieren. Ja. Und ich glaube, das erlebt jeder, egal ob man on Staff ist oder nicht in der Church, dass man denkt, wow, okay, do it without me, das kann ich mir schenken. Und darum, das, was mich wirklich am meisten interessiert, wie schaffst du es begeistert mit deinem Herz zu bleiben. Also so ehrlich. Nicht einfach so, ja, ich tue es für Gott, heute halt wieder, sondern so eine ehrliche Begeisterung. Das eine ist, das Wort Enttäuschung heißt ja, dass ich eine Täuschung hatte. Und viele Leute denken, dass in der Kirche es so den perfekten Ort gibt. Also sie sind dann enttäuscht, sagen zum Beispiel so Sätze wie, wenn mich Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, verletzen würden, ist es ja nicht so schlimm. Aber Leute, die aus der Kirche mich verletzen, ist besonders schlimm. Warum ist das so? Das ist erstmal ein gutes Zeichen, weil das sind Leute, die Kirche intensiver leben, als sonntags nur die Kirche nehmen. Die nehmen das wirklich ernst mit Beziehungen leben, eher wie eine Familie. Das ist ja so, dein Ehemann kann dich mehr verletzen wahrscheinlich als jede andere Person. Warum? Er ist dir so nahe oder auch die engste Familie. Und so ist es natürlich auch im Kirchenkontext. Und deswegen ist nur die Frage, ist jetzt mein Ziel durchs Leben zu gehen, ohne Enttäuschung, ohne Verletzung, oder ist es Ziel, mit Gott zu lernen, damit umzugehen? Und deswegen ist für mich eines der wichtigsten Punkte, auf mein Herz zu achten, auf mein Herz zu Acht zu geben, was da drin ist, und mit diesen Rückschlägen und Verletzungen umzugehen, weil du wirst immer enttäuscht werden, weil Menschen sind beteiligt. Und das ist aber auch normal. Die Alternative ist, du lebst alleine auf dem Mönchsberg und bist einfach mit dir alleine, ist aber auch nicht immer so schön. Und deswegen würde ich sagen, grundsätzlich sehe ich, was du sagst, und trotzdem, was ich raushöre, ist, dass es sich ein bisschen anfühlt, wie wenn du dann die Dinge einfach schön redest. Ja, ich werde halt überall verletzt. Ja, ich glaube, Realitätssinn ist wichtig. Und dann ist die Frage, wenn ich damit rechne und wenn du sagst, auch okay, es gehört auch normal, es gehört auch dazu, wie in der Familie auch, ist die Frage, wie gehe ich damit um. Und was ich persönlich mache, ist, erstens, ich gehe die Dinge nicht an wegen den anderen Leuten, das hört sich erst blöd an, sondern aus Egoismus. Was heißt es? Ich möchte nicht mit Lasten leben, ich möchte nicht mit dem Schmerz leben und ich möchte nicht mit Unvergebenheit leben, weil das wird mich zerstören und nicht die Person, die vielleicht schon gar nicht mehr in der Kirche ist oder was auch immer. Und deswegen ist es für mich, hat es viel mit Rhythmen zu tun. Ich brauche Rhythmen in meinem Leben. Das eine ist Stille. Warum Stille? In der Stille kommt all das hoch, was ich denke, was ich verarbeitet habe. Das kennt man schon, wenn man sich nur 5 Minuten theoretisch hinsetzt, kommt so ein Tsunami hoch. Da kommen all die Sachen hoch. Mein Wecker klingelt. Weißt du, warum der klingelt? Das ist jetzt wenn es jetzt der stille Timer ist? Nee, weil das sind Rhythmen in meinem Leben. Das habe ich jetzt nicht geplant. Aber 5:12 klingelt immer mein Wecker. Weil meine Frau mir einen Impuls mitgegeben hat, wie ich leichter beten kann. Ich habe sie gefragt, wie ich im Alltag beten kann. Und sie hat gesagt, das ist 5 vor Erweckung. Ich soll immer um 5:12, 5 Minuten einfach kurz beten oder 1 Minute beten und dann geht's weiter. So, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Rhythmus in meinem Leben. Dann sprich doch ein Gebet jetzt, dass wir das nicht verpassen. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du jede Person siehst, die jetzt auch zuhört oder zuschaut. Ich danke dir, dass du die Herzen erfrischt, dass du redest, dass du uns neu begegnen möchtest. Und ich bete, dass deine Erweckungskraft sich ausbreitet, auch besonders in der jungen Generation. Amen. Amen. Spannend. Also Stille ist das Erste, da hat man meistens Angst. Und ich habe gemerkt, ich muss das trainieren. Ich muss das wirklich trainieren, in die Stille zu gehen und dann kommen Sachen hoch. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Da kommt Frust hoch. Was heißt in die Stille zu gehen? Das klingt immer so Das heißt, ich muss planen. mönchsartig. Also es ist eine Typsache. Ich gehe jetzt nicht ins Kloster oder sowas. Für mich ist einfach wichtig, ich habe gemerkt, ich muss den Tag so starten. Weil bei mir ist ganz komisch. So, wenn ich mit dir morgen schon reden würde, wäre ich schon raus. Wenn ich kurz an mein Handy gehen, wäre ich raus. Das heißt, ich entscheide mich am Abend vorher. Morgen früh bleibt mein Handy aus. Ich rede auch mit niemandem in meiner Familie, die wissen, ich habe jetzt Stille und dann gehe ich in die Natur meistens. Ich muss rausgehen, ich muss mit meinem Hund spazieren gehen, weil ich kann jetzt nicht im Zimmer sitzen oder sowas. Aber ich mache das sehr unterschiedlich. Ich gehe nicht nur raus in die Natur, ich kann auch in einen Café gehen. Aber ich trainiere, alleine zu sein, was meiner Persönlichkeit widerspricht. Ja. Und still zu sein heißt, keine Medien, kein Internet, keine Apps,
nicht groß kommunizieren, aber jetzt, wenn jemand beim Bäcker sagt, wollen Sie eine Semmel, dann sage ich nicht, ich rede nicht mit dir oder so und sage, sondern es geht um die Stille. Und dann kommen Sachen hoch und das ist jetzt wichtig, was mache ich damit? Das erste ist, praktische Gebete sprechen, das hört sich ein bisschen komisch an oder simpel an, es ist auch simpel, ich gebe das Gott ab. Das zweite ist, ich schaue, gibt es Verletzungen in meinem Leben? Sprich mal so ein praktisches Gebet, wie du das Gott abgibst. Also zum Beispiel, eines der Hauptgebete ist, ich lasse los. Also zum Beispiel, ich habe irgendwelche Themen, die mich beschäftigen, dann sage ich, okay, Herr, ich lasse los, ich danke dir, dass du mir versprichst, dass du in der Stille für mich arbeitest, ich lasse das Projekt los, ich lasse das To-Do los, übergebe es dir. Ja, okay. Ja. Und dann schaue ich, wo gibt es Verletzungen in meinem Leben, in der Stille, die kommen auch hoch. Dann ist es eine Entscheidung zu vergeben und dann bete ich für die Leute, die mich verletzt haben. Und das ist für mich einer der wichtigsten Schlüssel. Ja. Die Bibel sagt, bete für deine Feinde. Ja. Und die Feinde sind für mich die Leute, die meine Seele unruhig machen. Und das mache ich regelmäßig. Ich zwinge mich dazu. Und wenn ich das aber ein paar Tage, ein paar Wochen wieder mache, dann ist dieser Feind meiner Seele nicht mehr da. Ja. Sehr, sehr cool. Ich habe über eine lange Zeit auch diese tägliche Stille geübt. Und für mich war es immer so wie hier, der eine bequeme, schöne Stuhl mit meinem Kaffee oder Tee. Und für mich ist das auch ein Unterschied zu meiner Zeit, in der ich Bibel lese. Ja. Also das ist dann wirklich auch für mich eine Zeit, da versuche ich einfach mal meine eigenen Gedanken auszuhalten und irgendwie fokussiert bei Gott zu bleiben. Und für mich war es nicht das Gleiche wie das Bibellesen. Ja. Ist das bei dir auch so? Ja. Okay, wie liest du deine Bibel? Liest du deine Bibel überhaupt auch, wenn du nicht gerade eine Predigt vorbereiten musst? Doch, ich lese sie. Ich lese sie zum jetzigen Zeitpunkt mit meinem Sohn gemeinsam, immer cool. Montag bis Freitag. Montag bis Freitag, ja, okay. Weil das sind die Tage, wo er Lust hat, Bibel zu lesen. Am Wochenende ist er raus. Ja, das heißt, am Wochenende lese ich ohne ihn. Und wir lesen jeden Tag ein Kapitel und beten kurz, was Gott uns zeigen will, tauschen uns kurz aus, dann beten wir für den Tag. Und das ist im Alltag, wie ich Bibel lese, und am Wochenende lese ich länger Bibel. Ja. Und ich brauche auch immer vorne eine Idee. Also bevor ich Bibel lese, wenn ich jetzt einfach nur aufstehen würde und denken würde, was lese ich heute, dann ist es bei mir schwierig. Ich frage immer Gott, wie kann ich für die nächste Season Bibel lesen? Das kann ein Buch sein, das kann ein Thema sein. Wenn ich das vorher weiß, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich es am nächsten Morgen mache. Wenn ich aufstehe und denke, wo könnt ihr es lesen? Jesaja 72, 40. Keine Ahnung, wo lese ich, dann mache ich es nicht. Ja. Und in welche Thematik oder Season bist du jetzt gerade beim Bibellesen? Ich habe gerade Jesaja durchgelesen, bin ich jetzt gerade fertig geworden, habe einfach jeden Tag versucht, da zu schauen, was Gott mir zeigen möchte. Und jetzt bin ich gerade in Matthäus Evangelium. Cool. Und ich wechsle das so ein bisschen ab, Neues und Altes Testament. Ja. Mache auch ich sehr ähnlich. Ich finde das echt witzig. Ich bin jetzt gerade der 1. Mose am Lesen und danach mache ich wieder ein Buch vom Neuen Testament, auch weil ich die Abwechslung brauche und weil ich auch eine Strategie brauche. Ja. Weil sonst stehe ich am Morgen auf und dann habe mir das immer so romantisch vorgestellt, dass ich die Bibel aufschlage und dann da lese und es passt perfekt und dann bin ich genauso bei den Namensaufzählungen. Ich denke so, what? Ja. Bin nicht so inspiriert. Das heißt, ich mache das auch so planmäßig. Ja, wenn ich Verlaufsmotivation mache, wechsle ich auch aber zwischendurch, weil es mir manchmal anstrengend wird im Alten Testament. Also je nachdem, wo ich bin, wenn du so 4. Mose oder so ein bisschen so die ganzen Sachen durchliest oder 3. Mose, da kann es auch zwischendurch anstrengend werden. Ja. Und dann habe ich zwischendurch so Motivationskapitel. Dann springe ich mal in die Psalme zwischendurch oder mal in das Neue Testament und dann wieder mit neuer Schwung zurück ins Alte Testament. Aber das darf auch flexibel sein. Ja. Ich sehe dein 4-Punkte-Bandeli, wie wir in der Schweiz sagen. Ist ja alles klein, Bandeli. Das findest du immer besonders witzig. Ja. Brauchst du das wirklich im Alltag, um mit Leuten über das Evangelium zu sprechen, oder ist das mehr so eine Erinnerung für dich selbst? Ich nehme immer beides ein bisschen wahr, je nachdem. Also für mich ist es mehr die Erinnerung, weil ich brauche es jetzt nicht, weil ich das schon zigfach auf der Bühne gemacht habe. Ich muss nicht überlegen, was kommt nach dem Herz. Ah, stimmt, da kommt das Getrennzeichen. Wann war das Kreuz? Keine Ahnung, wo das Fragezeichen ist. So ist es nicht. Also ich habe das schon oft auf Bühne gemacht. Für mich ist es eher ein Ritual und eine Erinnerung, wenn ich drauf schaue, dass ich diese Herzenshaltung habe, Gott, du kannst mich benutzen und mach mich wachsam dafür. Und das in meinem Stil überhaupt. Und da dran zu bleiben. Also es ist wie so eine Erinnerung eigentlich. Könntest du dir auch ein cooles Tattoo stechen? Das ist richtig, aber ein Freund von mir hat gesagt, auf dem Ferrari klebt man auch keine Aufkleber. Von dem her, schau dir den Ferrari an, verstehst du? Also da klebt man ja nichts drauf. Ich schicke dir mal ein paar Vorschläge, okay?
Also hier bitte kommentieren, wenn ihr eine gute Idee habt für ein Erinnerungstattoo. Ja, das ist super. Ja, er ist nicht offen dafür, aber Ja, unser Design-Team hat daran mal aus arbeiten wir Spaß noch. mir so ein Fisch hier hingemacht als Tattoo. Ja? Und haben das dann gepostet. Das war so schlecht gemacht, man hat richtig gesehen, dass es so ein Fisch wie auf dem Auto geklebt, weißt du, Ja? so richtig schlecht. So wie auf einem Ferrari quasi. Und es war sehr interessant, was in den Kommentaren abgegangen ist. Also man hat es ja gesehen, dass das gefälscht war, aber trotzdem war es interessant. Gut. Ja. Also das machen wir im zweiten Podcast. Ja, genau. Du bist seit 20 Jahren in der Kirche. Ja, Jetzt nimmt es mich wunder, wie lange bist du verheiratet mit Frauke? 25 Jahre. 25 Jahre. Also ihr seid gemeinsam in die Ära von Kirche bauen quasi dann eingetaucht. Absolut, ja. Cool. Zuerst nimmt mich wunder, wie lange habt ihr gedatet, bevor du, ich gehe davon aus, du hast ihr den Antrag gemacht oder bevor ihr euch verlobt habt? 2 Jahre. 2 Jahre. Aber das Wunder war, dass ich sie überhaupt gefragt habe, weil ich habe mit 19 habe ich Jesus kennengelernt und gleichzeitig meine Frau kennengelernt. Ja. Und bis dato war ich der Meinung, dass ich frühestens mit 30 heirate, weil aus der Sicht eines 19-Jährigen war es für mich mit 30 das Leben vorbei. So habe ich damals gedacht. Und deswegen habe ich gedacht, naja, also ich werde mein Leben genießen und ich hatte von Ehe kein gutes Bild, ich hatte keine guten Vorbilder, ich hatte keine Idee, wie das gehen kann und in meinem ganzen Freundeskreis, wie ich aufgewachsen bin, auch nicht christlich, gab es auch keine Ehe, die mich inspiriert hat. Ich kannte nur Eltern meiner Freunde, die entweder getrennt gelebt haben, getrennt geschlafen haben oder ganz komische Sachen und die Ehe meiner Eltern war auch voller Streit und Missverständnisse. Sie konnten nicht ohneinander, aber sie konnten auch nicht miteinander und deswegen habe ich mit 19, als ich zum Glauben gekommen war, erstmal dieses Mindset behalten. Die Frau wusste dann eigentlich relativ sofort, dass sie mich heiraten wollte und dann habe ich ihr gesagt, ich heirate frühestens mit 30. War natürlich eine Challenge für sie dann. Ja. Und was ist in diesen 2 Jahren passiert, dass du so früh dann den Antrag gemacht hast? Also für mich ist passiert, dass ich ja Jesus kennengelernt habe und dadurch mir vorher schon klar war, ich habe so die Kompromissglauben vorher ausprobiert, nämlich so nur zu beten, wenn es mir schlecht geht und ihn einfach so ein bisschen wie so einen alten Opa zu behandeln, der ein bisschen Alzheimer hat. Was meine ich damit? Also viele Leute leben den Glauben so, sie schieben Gott im Rollstuhl gefühlt in ihr Leben rein, wenn sie ein Problem haben und wenn das Problem weg ist, dann schieben sie wieder raus und sagen, ja, ciao, wir sehen uns dann wieder, Opi. Ne? Aber ich habe gemerkt, das ist ja nicht Gott. Das heißt, für mich war von Anfang an klar, wenn ich den lebendigen Glauben kennenlerne, dann darf Gott machen, was er will und sein Wille soll geschehen. Deswegen war es auch ein großer Kampf für mich, überhaupt mich für Jesus zu entscheiden. Es war nicht so, ich fühle mich gut und das mache ich, sondern mir war klar, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann ist er der Chef in meinem Leben, dann werde ich seine Gebote leben. Also war mir klar, dass ich in der Bibel lese, dass er für die Ehe ist, aber in mir hat alles dagegen geschrien. Also habe ich gesagt, Jesus, du musst mir so erklären, was Ehe ist, dass es irgendwas Gutes ist. Also fange ich an, Bibel zu lesen. Habe alle Bibelstellen über Ehe und Beziehung, Mann und Frau gelesen, die ich gefunden habe. Und ich habe Leute gefragt in der Kirche, wo ich zum Glauben gekommen bin, wie die Themen sehen. Und da war einer der Pastoren dort, der hat sich Zeit genommen und hat mit mir immer wieder Bibel gelesen und hat gesagt, lass uns mal rausfinden, was ist Mann, was ist Frau, was hat Gott mit der Ehe vor, was ist das Gute, was ist das Schöne an Sexualität. Ich kannte nur Verbote. Und das hatte in mir das extrem verändert, dass ich gemerkt habe, also Gott hat ja gute Pläne. Nur weil die Leute um mich herum diesen Plan nicht ausgepackt haben, heißt das nicht, dass ich nicht machen sollte. Und dann war es mir klar, der Heiratsantrag selber, der war grottenschlecht, den ich gemacht habe, aber die Überzeugung war dann da. Okay, du sagst, die Überzeugung war dann da. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ist es so, hat sich eher so wie eine Mutprobe angefühlt? Ja, okay, Gott sagt, es ist gut, also dann muss ich ja wohl auf dem laufen, oder? Also es ist beides. Ich habe gemerkt, wenn Gott mir Gebote gibt, gibt es 2 Sachen. Ich kann so lange warten, bis ich sie im letzten Detail verstehe. Das wird interessanterweise nie passieren, weil die Gebote Gottes sind wunderschön und tief und die hören nie auf, sie zu erkunden. Das heißt, wenn ich in der Tiefe, das hört bis heute nicht auf, ich lerne jedes Jahr extrem viel über Ehe, das verarbeite ich dann bei unserer Amor Experience Konferenz, weil ich das wieder verarbeiten muss, weil ich wieder alles entdeckt habe. Das hört nie auf. Ja. Das ist faszinierend über Ehe, Intimität, Sexualität, Mann, Frau, Kommunikation, das hört nie auf. Das heißt, es war eine Grundüberzeugung, dass Gott gut ist und mir war klar, dass Gott mir etwas vorschlägt, wie es nur funktionieren kann, nämlich, dass er mir vorschlägt, dass meine Frau auf der einen Seite ist, ich auf der anderen Seite und dass er uns zusammenfügt. Die Bibel sagt, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen. Und es war so, wie wenn Gott mir zeigen würde, schau, ich bringe dir bei, wie du deinen Job machst, dass du nicht trennst innerlich. Ich bringe dir bei, wie trenne ich mich, Konflikte nicht angehen, innerlich zurückziehen, in Gedanken fremdgehen, was ich was alles. Ich bringe dir bei, wie du dich nicht trennst und ich verspreche dir, dass ich euch zusammenfüge. Und nachdem ich zu dem Zeitpunkt erlebt habe, dass Gott mich heilt, befreit, stärker als alles ist, wusste ich, okay, wenn meine Frau auch diese Einstellung hat, dann wird es gehen. Aber ich hatte immer noch 1000 Fragen und es war auch auf eine Art Gehorsam, dass ich gesagt habe, Gott, wenn du das so sagst,
Das ist wie Finanzen. Ich habe den 10. nicht angefangen, weil ich den komplett verstanden habe. Ich mache bis heute Predigtserien, um es weiter zu verarbeiten, aber ich habe es einfach gemacht. Du sagst, du segnest das, ich mache das. Aber natürlich hatte ich eine große Grundüberzeugung, wie Beziehung gehen kann überhaupt. Ja. Und ich hatte das Privileg, meine Schwiegereltern, die sind jetzt seit 50 Jahren verheiratet. Oh, schön. Und diese Familie war komplett anders. Dort habe ich ein Ehepaar gesehen, als ich sie kennengelernt habe vor 27 Jahren. Waren sie kurz vor der silbernen Hochzeit. Und ich habe ein Ehepaar kennengelernt, die 4 Kinder haben, die sich immer noch lieben. Und ich habe gesehen, dann dass meine Schwiegermutter immer noch so Postkarten meinem Schwiegervater schreibt in dem Alter, die schon ein bisschen anzüglich waren, auch über Richtung Sexualität. Und da dachte ich, okay, die haben irgendwas. Es gibt mehr. Das war zum ersten Mal, dass ich eine Ehe gesehen habe mit Jesus im Zentrum über Jahre. Ich spüre deine Vision und Faszination raus. Und trotzdem noch die provokative Frage: Empfiehlst du dann allen jungen Paaren, die beide mit Jesus unterwegs sind, einfach möglichst schnell zu heiraten? Nee, ich empfehle nicht, möglichst schnell zu heiraten. Ich empfehle, gewisse Dinge anzugucken. Und zwar, wir schauen oft, wenn wir heiraten wollen, ich glaube, die falschen Dinge an. Was meinen wir mit? Zum Beispiel, welche Interessen hast du, welche Hobbys hast du? Wir mögen beide Sport, aha, super und so weiter. Das sind nur Dinge, die ändern sich über die Jahre. Also ich habe gewisse Dinge vor 25 Jahren noch nicht gemacht, die ich jetzt mache, und ich habe Dinge aufgehört und andersrum auch. Was das Wichtigste ist, merke ich, wenn ich das, was Gott sagt, diese Beziehung wie so ein Dreieck zu führen, brauche ich ein Gegenüber, wo Jesus der Chef ist im Leben. Warum? Das finde ich das Allerwichtigste. Weil ich weiß, wenn hier auf der Seite meine Frau ist und ich hier und wir sind miteinander verbunden, aber wir sind oft verhakt, wir kommen oft nicht mehr zusammen, wir sind zerstritten, wir sind in Sackgassen, wir könnten uns an die Wand klatschen, wir haben keine Liebe mehr, wir haben keine Intimität mehr. Wenn wir beide den Chef haben und wieder uns bei Gott finden können, passiert etwas Einzigartiges. Nämlich, zum Beispiel, ich streite mich mit meiner Frau, aber ich habe Jesus als meinen Chef. Was heißt das? Ich rede mit ihm drüber über den Streit. Und wenn der Chef mir sagt, Junge, reiß dich zusammen, geh den ersten Schritt auf sie zu. Und er wirklich mein Chef ist, sage ich, habe überhaupt keinen Bock, aber wenn du sagst, dann mache ich es halt jetzt, dann gehe ich halt auf sie zu. Oder meinen Anteil gibt. Ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist. Das heißt, wenn beide nicht nur Jesus lieben, sondern zum Chef haben, wenn beide sagen, ich will mit Gottes Hilfe das angehen, dann habe ich extrem gute Voraussetzungen, das auch durchzuziehen. Und dann finde ich persönlich besser, früher als später zu heiraten. Weil mit diesem Commitment, ich gehe durch dick und dünn durch, ich muss Dinge lernen. Man kann es nicht immer aussuchen, gell? Weil man auch manchmal im Alter ist, wo man eben keine Beziehung hatte. Ja. Ich fand es gut, mit 22 zu heiraten, muss ich sagen. Sehr spannend. Aber es ist auch, du gehst die Veränderung zwischen 20 und 30 dann gemeinsam durch. Ist intensiv. Ja. Mit Dafür 30 bist du ein man anderer Mensch als mit 22. Ja, Das ist haben. einfach so. Ja. Schön. Wie beschreibst du dann deine Ehe heute so in einem Satz oder in einer Aussage? Das ist mein Zuhause. Schön. Ja. Ja, es fasziniert mich. Ich brauche auch diese Vision und diese Vorbilder. Wir haben mit 21 geheiratet, wir sind 5 Jahre verheiratet und der Alltag fällt uns extrem leicht. Wir haben so viele Abenteuer gemeinsam. Es ist so cool, das Leben miteinander zu entdecken. Ja. Und den Glauben aber auch gemeinsam zu leben, finde ich extrem schwierig. Er ist nachher mit Jesus unterwegs, ich bin nachher mit Jesus unterwegs und ich glaube, deshalb funktioniert auch das Dreieck extrem gut, aber sich dann gemeinsam zu finden, das vor Jesus oder mit Gott, das finde ich eine Challenge, die ich spannend finde zu entdecken. Ja, und ich habe auch viele Vorbilder, die mir zeigen, es ist möglich, über lange Zeit heilige und schöne Ehe zu leben. Und dafür bin ich dankbar und die habe ich vor allem in der Kirche gefunden und entdeckt. Es gibt natürlich immer auch andere Storys, aber das finde ich wirklich schön. Und ich glaube, man muss das suchen, den Blick auf das Heilige und auf das Schöne auszurichten. Auf jeden Fall. Und man sagt vom Trauertal etwas, was sehr wichtig ist. Das hat jetzt nichts mit Verheiratetsein zu tun, sondern ja mit Gottes Hilfe. Deswegen ist ja die wichtige Frage, wie hilft mir Gott? Und viele Paare, die heiraten einfach, weil sie heiraten wollen und das auch toll finden. Sie sind auch gläubige Menschen. Aber wenn ich sie jetzt fragen würde, wie hilft dir denn Gott? Also ganz praktisch, ihr streitet, wie hilft er? Ihr habt gerade keine Intimität, ihr seid frustriert in eurer Sexualität, ihr seid blockiert, wie hilft Gott? Ihr habt keine Liebe mehr im Herzen, wie hilft Gott? Die Liebe ist erkaltet, ihr habt euch auseinandergelebt, wie hilft Gott?
Und das ist etwas, was unabhängig von Ehe ist. Es ist wichtig, Ja. diese Hilfe von Gott kennenzulernen. Das hat auch nichts damit zu tun, das mache ich, damit ich mal heirate, das mache ich, damit ich verheiratet bin, sondern weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir mit seiner Hilfe, dass wir in Sackgassen kommen, wo wir nur mit seiner Hilfe weiterkommen. Wir sind nicht dafür gemacht, das selber zu machen. Das nennt die Bibel Jüngerschaft. Das heißt, dass ich wachse in meinem Glauben ganz praktisch. Wie gehe ich damit um? Mit Verletzungen, mit Rückschlägen, all diese Sachen, die wir vorhin über Kirche gesagt haben. Wie viel mehr gibt es in der Beziehung, in der Liebesbeziehung? Absolut. Und deswegen sage ich, auch wenn du heute Single bist, du solltest nicht die Themen machen, damit du einen Partner hast. Du solltest die Themen angehen, weil es dir gut tut, Jesus ähnlicher zu werden. Weil es dir gut tut, Gottes Hilfe kennenzulernen, in Beziehungen, in Freundschaften und so weiter. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Schlüssel. Wir sind oft so schockiert, wie können sich zwei Christen scheiden lassen? Ja, die können alles. Zwei Christen können alles machen. Ja. Die können sich scheiden lassen, die können fremdgehen, man kann alles machen. Die entscheidende Frage ist, nur weil ich Christ bin, ist echt interessant, weiß ich noch nicht wirklich immer, wie Gottes Hilfe praktisch funktioniert. Und das ist wichtig. Wie hast du das letzte Mal ganz praktisch die Hilfe Gottes im Alltag erlebt? Also letztens zum Beispiel war ich frustriert. Wir hatten eine Zeit, wo Krankheit sich so abgewechselt hat, wo viel los war. Wir nicht wirklich Herzensnähe hatten, wir eher wie in so einer WG zusammengelebt haben. Und davon war ich sehr frustriert und habe gesagt, okay, Jesus, das Erste ist, ich gehe dann ins Gebet, ich kotze mich bei Jesus aus, ich sage dann alles, wie es mir gerade geht. Ob das jetzt, das ist nie objektiv, das ist immer meine subjektive Wahrnehmung. Ja. Und habe gesagt, Jesus, ich bete, dass du mir hilfst und als erstes, dass du mir jetzt als Liebe gibst. Ich habe gerade keine Liebe von meiner Frau, ich bin gerade genervt, ich finde gerade alles anstrengend, ich bitte, dass du mir Liebe gibst. Und dann stelle ich mir so vor, es heißt, dass man in der Bibel, dass man Liebe überziehen kann wie ein Mantel. Und dann habe ich einfach die Augen geschlossen und habe gesagt, Herr, ich ziehe jetzt über meine Lieblosigkeit, über meine Frau einfach deine Liebe an. Ich danke dir, dass du mir jetzt hilfst. Und dann habe ich mich entschieden, einfach, egal welcher Impuls an dem Tag kommt, dass ich den umsetze. Warum habe ich das gemacht? Die Bibel sagt, wenn du gerade keine Liebe mehr hast, wenn sie erkaltet ist, tu die ersten Werke. Das heißt für mich, an diesem Tag habe ich nichts gespürt, ich hatte keine Liebe gefühlt. Ja. Was habe ich gemacht? Die ersten Werke. Ich habe einfach den Impuls, den Gott mir dann gegeben hat, umgesetzt. Und das kann eine Umarmung sein, das kann ein nettes Wort sein, das kann eine nette Nachricht sein. Ist nicht viel, was es dann vielleicht ist. Aber so hat es dann wieder angefangen, dass mein Herz sich wieder öffnen konnte. Du sprichst sehr viel davon, Gott treu zu sein oder der Bibel treu zu sein. Und ich glaube, darin siehst du auch ganz viel Berufung. Oder so nehme ich das wahr. Und ich sehe das sehr ähnlich. Wir sind berufen zu sehr vielen Dingen, die wir ganz klar in der Bibel lesen können. Und trotzdem möchte ich dir die Frage stellen, wie kann ich als junge, 17-jährige Person herausfinden, okay, was ist meine so Berufung oder wo will Gott hin in meinem Leben? Ja, ich glaube, Berufung ist es so, dass wir oft so eine spezielle Vorstellung haben. Berufung haben wir hat oft mit Tun zu tun. Also wir denken zum Beispiel, was soll ich tun? Ich soll wahrscheinlich auf eine Kaffeeplantage in Papua-Neuguinea gehen und dort Frösche züchten, die ich dann verkaufe. Also ganz speziell. Und es hat immer mit Tun zu tun. Das Interessante ist, wenn meine Berufung an meinem Tun liegen würde, wäre es ziemlich schlimm. Weil zum Beispiel, wenn wir krank werden würden, sagen wir mal, du würdest sagen, deine Berufung ist Worshipen und jetzt hättest du an ein Stimmband etwas. Heißt es dann, dass deine Berufung weg ist? Das wäre ja schrecklich. Oder wenn du gerade schwach bist in deinem Leben oder gerade nicht kannst oder du selber kennst Situationen, wo man durch Schwere oder durch Depression durchgehen muss. Wenn ich dann meine Berufung nicht mehr leben könnte, ist das eine ganz schöne bescheidene Berufung. Deswegen würde ich sagen, Berufung hat viel mehr mit Identität als mit meinen Taten zu tun. Wenn ich jetzt mit 17 bin, ist die Frage, was meine Berufung ist. Das erste ist, ich bin ein Kind Gottes. Das ist die erste Berufung, in der ich drin bin. Das zweite ist, dass ich ein königlicher Priester bin. Das bedeutet, egal wo ich bin, Schule, Uni, egal wo ich bin, möchte Gott durch mich wirken. Ich kann beten, ich kann einstehen und ich bin ein Licht da, wo ich bin. Und Gott möchte mich auch benutzen in der Phase, wo ich bin. Und dann gibt er mir Aufträge. Das ist aber was ganz anderes. Auftrag ist nicht eine Berufung. Ja. Zum Beispiel Pastor sein ist ein Auftrag, ist nicht meine Berufung. Ja. Der Auftrag kann sich ändern. Gott kann morgen sagen, mein Sohn, war ein super Auftrag, jetzt neuer Auftrag, geh ins Business. Frösche züchten. Oder Frösche züchten. Das heißt, die Aufträge, ich kann zum Beispiel Worshipper sein und sagen, ich diene in der Kirche, das ist gerade mein Auftrag, aber es ist nicht meine Berufung. Gott anbeten, das ist schon eine Berufung von uns allen. Das könnte ich aber auch ohne Stimmbänder. Ja. Ich kann Gott in meinem Herzen anbeten, ich kann im Gefängnis anbeten, ich kann ihn immer anbeten, ich brauche dafür keine Bühne. Ja. Und deswegen unterscheiden, Berufung ist Identität, Ja. Aufträge kann ich mir von Gott abholen, sagen, Gott, was ist mein Auftrag gerade, jetzt mit 17. Und allein ist es oft ein bisschen schwierig, Ja. deswegen empfehle ich Gemeinschaft.
mit Leuten gemeinsam, die mich gut kennen, die mir auch Feedback geben, die es gut mit mir meinen, die mir aber auch blinde Flecken sagen und man gemeinsam auch ausprobiert. Das ist Kirche ein super Ort zu experimentieren, zum Beispiel bei Sunday Night hier. Kann man Was hast du gesagt? ein guter Moment, um sich auszuprobieren, experimentieren. Was, hab ich gesagt? Was hast du verstanden? Ich will es nicht sagen. Sag's mal, was du gesagt hast. Nein. Let's not go there. Also, experimentieren. Danke, ja? Ja. Kennst du das Wort? Ja. Okay. Also das ist wichtig, solche Orte zu haben, wo man sich auch ausprobiert und seine Gaben überhaupt entdeckt. Ja. Ja, Du hast mich da gerade ein bisschen kein Problem. aus dem Konzept gebracht. Vielleicht habe ich auch was anderes gesagt, das weiß man bei mir nie. Nee, wir hören es nachher nach und dann schauen wir. Dann muss man so ein Piepsgeräusch drüber machen vielleicht. Du sprichst vom Umfeld von Leuten, die dir auch blinde Flecken sagen, die es gut mit dir meinen. Wie baue ich Freundschaft? Weil gerade so in den jungen Jahren, man ist an der Uni, man kennt hunderte von Leuten, man ist in der Church, die ist vielleicht auch riesig, da kenne ich auch hunderte von Leuten und dann klickt es vielleicht mit einer Person, aber die hat schon ein riesiges Umfeld, die hat gar nicht so Zeit, die schreibt mir nie zurück. So ein bisschen diesen Struggle. Ja. Also das Schöne ist, wenn ich Kirche lebendig lebe, habe ich mit dem Durchschnitt der Leute, die in die Kirche gehen, eine intensivere Beziehung teilweise, als viele Leute mit ihren Freunden haben. Also wenn ich in der Small Group zum Beispiel bin und authentisch bin, dann wissen wir Dinge voneinander, die oft Leute, die ohne Gott leben, von Best Friends nicht mal wissen. Ja. Das heißt, das Schöne im Reich Gottes ist, dass wir grundsätzlich freundschaftlich unterwegs sind. Das ist aber noch nicht mein Freund. Das heißt nicht, dass wir in die Urlaub gemeinsam fahren, dass wir in Kneipen sind. Das heißt aber, das Schöne ist, dass wo Jesus in der Mitte ist, da ist seine Gemeinschaft und das bedeutet, dass ich dort Tiefe habe, ehrlich sein kann, ans Kreuz gehen kann, authentisch sein kann. Das kann ich trainieren, das kann ich leben. So, deswegen heißt es, meine Einstellung ist, ich bin mit jedem, der in meinem Team ist, freundschaftlich unterwegs. Ja. Ehrlich, authentisch, also alles, was viele Leute über Freundschaft verstehen würden. Ja. Wir teilen das Leben, wenn er durch schwierige Zeiten durchgeht, dann sind wir füreinander da. Jetzt Freunde würde ich für mich definieren, das sind Leute, die noch mal enger an meinem Herzen sind und mit denen ich halt auch im Freizeitbereich unterwegs bin. Und da merke ich, viele Leute brauchen da einen Fokus. Wer ist das gerade in meinem Leben? Weil es kostet Zeit. Jede Beziehung kostet Zeit. Ja. Und viele sind nicht bereit, die Zeit zu investieren und auch nicht bereit zu sagen, wie werde ich ein guter Freund. Also wir wollen gute Freunde, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt jemand sein. Ein Freund von mir hat es so gemacht, der hat das auch in seinem Leben gemerkt, der war in der Kirche, der kennt lauter Leute, der war total vernetzt und jeder liebt ihn auch. Hat gemerkt, er hat gar keine Freunde gefühlt. Und dann hat er mit Jesus darüber geredet und er hat ihm gesagt, ich möchte, dass du lernst, für eine Person Freund zu sein. Und er hat okay, krass, dann hat er einen Namen gehört, hat gesagt, okay, den mochte er auch, aber okay für den. Und dann hat er gemerkt, wie Gott ihn challenged, sei Freund. Sei für ihn da, bleib dran, jetzt wird es anstrengend. Und das ist das Interessante bei Freundschaft. Ja. Das ist wie bei Beziehungen. Wenn ich nur möchte, dass es mir dabei gut geht, Freundschaft funktioniert nie so. Nee, ja. In die Tiefe komme ich nur, wenn ich dranbleibe an Beziehungen. Und deswegen würde ich sagen, freundschaftlich unterwegs sein, das ist Christentum grundsätzlich. Freunde von Gott abholen, wer das ist, und dann lernen, dort auch zielgerichtete Zeit zu investieren. Und ich muss das in meinem Kalender einplanen, das mache und ich auch investiere. Aber ich habe für meine Persönlichkeit, jeder ist Unterschied, nicht den Anspruch, ich habe die 3 Best Friends forever und wir 3 werden für immer zusammen sein. Es darf auch Seasons geben in meinem Leben. Ja. Aber Gott hat mich so gemacht, dass ich nicht für Einsamkeit, sondern für Beziehung geschaffen bin. Ich finde es unglaublich spannend, egal welches Thema ich anschneide. Du bist unglaublich bedacht darauf, wie Gott mit dir unterwegs ist. Also du bist eine Person, die sehr viel Eigenverantwortung übernimmt und für dich sagt die Bibel auch ganz, ganz viel dazu. Und ich finde das extrem schön. Ich glaube, das ist das Heilige, wie Gott mit uns unterwegs ist, dass er wirklich mit uns arbeitet, an uns arbeitet. Und zugleich finde ich es unglaublich anstrengend, weil ich kenne meine Ecken und Kanten und ich weiß, wo Gott mit mir unterwegs ist. Ich weiß, wo ich noch nicht im heiligen Lifestyle bin. Und dann schaue ich all diese Dinge an und ich merke, es wäre einfacher zu sagen, komm, I'm done. Jesus, schön war's. Man sieht sich, wenn ich 80 oder 90 bin. Das haben ja auch viele Leute schon so gelebt, so die Wassertaufe auf dem Sterbebett oder so. Und was
welche Gedanken hast du dazu, dass du eben nicht so lebst, sondern dass du sagst, ich stehe heute auf und heute ist meine Priorität Jesus Christus? Ich glaube, ich bin ja nicht dafür geschaffen, eine Couch-Potato zu sein, die furzend auf dem Sessel hockt und darauf wartet, dass die Ewigkeit kommt, sondern ich bin dafür geschaffen, und das ist jeder von uns, deswegen mögen wir so Filme mit Abenteuer, mit Challenges, mit Höhen und Tiefen. Es kann ein Liebesfilm sein, also wo sie gleich zusammenkommen in den ersten 2 Minuten und heiraten, das schaue ich nicht an. Das ist mit Höhen und Tiefen und sie gehen auseinander und dann geht sie so und so. Oder Actionfilme. Du schaust dir keinen Actionfilm an, wo es nicht mal so aussieht, als würdest du verlieren und so weiter. Und ich glaube, in uns ist eigentlich viel mehr drin als diese Couch Potatoes. Und deswegen sage ich, Jesus nachfolgen finde ich die größte Challenge und die größte Ehre, das zu tun, weil es ist ein großes Abenteuer. Gott bringt mich in Positionen, wo ich nie gedacht habe, dass es hinbringt. Er bringt mich in Begegnungen und die Challenge dient immer dafür, dass ich unterm Strich freier werde. Ja. Ich bin nur gestresst, das ist das Problem. Wie du sagst, man ist von der eigenen Unreife gestresst und man ist von dem eigenen Abgrund gestresst, aber Gott hat kein Problem mit meiner Unreife. Er ist nicht gestresst. Er sagt nicht, der Tobias jetzt, der sollte eigentlich schon weiter sein. Ihm geht gar nicht darum, dass ich mich selbst optimiere, sondern ich sage es einfach so, ihm geht es darum, dass ich ihn liebe, dass ich ihm nachfolge und dass ich seine Gegenwart suche. Und die wird mich verändern, automatisch. Aber wenn ich versuche, immer besser zu werden, Selbstoptimierung, versuche ich ganz viel aus meiner Kraft zu machen. Und das ist ein ganz schlechter Ort. Ja. Weil dort werde ich immer frustriert sein, ich werde immer mich selber anklagen, ich werde mich schlecht fühlen. Und deswegen sage ich immer, Gott, du hast kein Problem mit meiner Unreife. Und es hat auch Platz für dich und du kommst trotzdem zum Ziel. Deswegen habe ich ein paar Bibelstellen, die helfen mir immer. Also zum Beispiel Philipper 1,13 heißt es, Gott schenkt das Wollen und Vollbringen. Was mache ich, wenn ich merke, ich bin schon wieder an dem gleichen Punkt? Sage ich, Herr, du siehst es, ich wünschte, ich wäre weiter, bin ich aber nicht. Ich danke, dass du es mir schaffst, du schenkst das Wollen und Vollbringen. Wenn ich keinen Glauben habe, Hebräerbrief heißt es, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Sage ich, Jesus, ich habe keinen Glauben dafür, dass es in meinem Leben ändert. Du machst das in mir. Ja. Du sorgst für mich. Und deswegen merke ich immer, wenn ich in Stress gerate, passiert so eine kleine Lüge, die ganz fies ist, dass ich es aus meiner Kraft probiere. Ich merke es aber gar nicht, weil alles so heilig ist. Und dann bin ich gestresst. Und wenn ich sage, okay, Herr, ich brauche wieder deine Kraft, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deine Liebe, ich brauche, dass du es in mir machst, bin ich wieder entspannt. Ja. Und das ist eine liebevolle Art. Also ich habe ja mit meinem Sohn, als der klein war und noch nicht laufen konnte, bin ich auch nicht jeden Tag rumgelaufen, du Vollpfosten. Jetzt bist du 1,75 Jahre und fällst immer noch hin. Du Otto, jetzt komm mal klar, jetzt probieren wir es noch einmal aus. Nee, ich habe gesagt, ja, lass ihn doch lernen. Lass ihn doch einen Weg gehen. Ich habe kein Problem. Wichtig, schön fand ich immer, wenn er mit solchen Armen touchelnd auf mich zugelaufen ist. Und das ist das Wichtigste, was wir tun können. In unseren Abgründen, in unserer Unreife, einfach auf den Vater zulaufen und sagen, Papa, so sieht's aus. Und das Schöne ist, Gott nutzt uns in unserer Unfertigkeit. Gott nutzt sogar unsere Fehler. Ja. Und das ist so ein Zitat, sagt meine Frau immer. Ich weiß nicht, von wem es ist, deswegen sage ich es einfach mal, es war meine Frau bestimmt. Credits an Frauke. Genau. Gott kann aus meinen Fehlern das Bessere machen, was eigentlich das Richtige gewesen wäre. Das heißt, Gott ist so groß, dass er selbst durch meine Fehler noch wirkt. Und wenn das nicht so wäre, hätte ich schon lange keine Lust mehr. Das heißt, ich tue nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und ich schaue ab und zu zurück und merke, okay Gott, du bist schon viele Schritte mit mir gegangen. Also wenn du zum Beispiel in deinem Leben mal ein Jahr nur zurückblickst, merkst du, okay, Jesus ist ja abgefahren. Ja, ich habe noch 1000 Baustellen. So what? Ja. Love it. Ich brauche noch ein Abschluss-Nugget von dir, Tobi. Zum Leben. Zum Leben? Ja. Zum Leben? Ja. Zum Leben. Kannst du ein bisschen Nee, das ist jetzt die Challenge an dich. Gib uns noch ein Nugget mit, was dir unglaublich wichtig ist. Eine Erkenntnis zum Leben. Okay. Also meine Erkenntnis, die mir spontan kommt, ist, dass mit Gott eine Liebesbeziehung ist und keine, keine To-Do-Beziehung. Ja. Und deswegen gelten für mich die gleichen Prinzipien wie in einer Liebesbeziehung, dass ich immer wieder gucke, ist mein Herz mit Gott verbunden? Wenn das so ist, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, ist es ein Hinweis zu reagieren. Und deswegen, was ich mache, das probiere ich gerade aus, ein neues Experiment. Das hat ein Freund von mir gesagt, der nennt das die Gewürzgurkenübung. Hört sich erst ein bisschen blöd an, aber das heißt auf Schweizerdeutsch Gewürzgurken. Diese Teile, diese kleinen Grünen, die eingelegt sind in diese... Gewürzgurke, Cornichon. Cornichon? Die Schweizer, die können immer so ein bisschen so... Das ist dann gleich so edel. Gewürzgurke, Cornichon. Okay, also, was er sagt ist, die Gurke hat deswegen den Geschmack, weil sie in diesem Saft liegt. Ja.
Und was ich dann probiere, ist einfach, wenn ich zum Beispiel gestresst bin, mich einfach hinzusetzen, Worship anzumachen und sagen, ich setze mich jetzt in den Saft des Heiligen Geistes, in seine Gegenwart. Das mache ich auch manchmal in so Sessions, wie bei Jesus First Camp jetzt. Ja. Ich habe manchmal keine Möglichkeit, ich bin so voll innerlich, kann nicht mal eine Beziehung zu Gott gefühlt aufbauen. Ich setze mich einfach nur hin und sage, okay, ich setze mich jetzt in deine Gegenwart, Heiliger Geist. Fange du an zu wirken. Ja. Und dann, manchmal nach 5 Minuten, 7 Minuten, manchmal schon nach 1 Minute, manchmal nach einer halben Stunde, merke ich, dass ich komplett erfrischt wieder bin. Ja. Und deswegen ist das mein Nugget zum Leben. Es ist eine Liebesbeziehung, keine Du-Du-Beziehung. Und du kannst dich in die Gegenwart Gottes setzen. I love it. Sehr gut. Ich möchte gar nichts ergänzen, abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, dass wir Christen immer die weirdesten Vergleiche haben. Es aber ist mit so, Conny schon wäre es kein weirder Vergleich. Dann wäre es was so, Edles, hört sich ein bisschen du französisch bist eine Gewürzgurke. Richtig. Wow, Halleluja. an. Richtig. Danke. Stimmt. Ja, Das stimmt. das Aber nehme die ich mit. Bibel hat auch schon weirde Vergleiche. Ja, ich Deswegen, weiß. Das ist einfach die Tradition. Ja. Ich habe mich gerade so ein bisschen damit abgefunden, dass wir Schafe sind. So, Ja, da habe jetzt ich bist du noch langsam eine so, jetzt bin ich eine Gewürzgurke. Gewürzgurke. Tja. Das ist Ja. jetzt, musst du drüber nachdenken. Stay tuned, was wir nächstes Jahr sind. Hey, ich möchte dir, wie du gerade zuhörst, eine ganz wichtige Challenge mitgeben. So ein Podcast, so ein Gespräch, jede Message, die du hörst, es ist nur so kraftvoll, wie du was damit anfängst. Ich bin unglaublich begeistert von meinem Leben mit Jesus, weil ich alle meine Baustellen kenne und dann aber zurückkommen darf zum Gedanken, ich bin einfach in der Gegenwart Gottes eine Gewürzgurke oder so. Es hat damit zu tun, dass ich aufstehe und mir überlege, was ist der nächste Schritt, den ich in meiner Liebesbeziehung zu Gott tun kann. Und ich halte viel von den Nuggets, die wir gehört haben in diesem Podcast. Lass es nicht an dir vorbeigehen. Nimm die Challenge an, Stille zu üben. Nimm die Challenge an, deine Bibel zu lesen. Nimm die Challenge an, deine Beziehungen aufzuräumen. Ich weiß nicht, was es ist. Der Heilige Geist wird es in dir bewirken, dir sagen, was ist der eine Next Step, den du gehen kannst. Du kannst nicht alles auf einmal anpassen, aber Gott sagt dir, was ist das eine Nächste, das vor deinen Füßen liegt. Und dafür bist du gesegnet, dafür bist du fähig und dafür bist du berufen. Be blessed. Danke fürs Zuhören.